zu haben, irgendwie wirklich zu arbeiten. Was wir nicht machen können, ist, wir können jetzt auf den Partner nicht mal draufhauen die ganze Zeit, ne? Obwohl wir es uns wünschen würden. Geht nicht. Was wir machen können, wir machen sehr viel Platzentraining, wir woanders die Möglichkeit haben, auch mit dem Sandsack und so weiter, das ist sehr, sehr wichtig. Aber hier können wir es nicht machen, wir müssen also vorsichtig sein. Das heißt, ich kann die Technik nur eng ausführen, aber ich kann halt fast rangehen. Ja? Jeder Zentimeter, wenn ich näher dran komme, der ist nämlich wichtig, weil ich dann nicht mehr viel korrigieren muss, wenn es mal drauf ankommt. So, die Grundtechniken haben wir. Ura Kikuchi und Yakuzuki. Die wollen wir auch nehmen. Da ist ja noch zwei Angriffsrichtungen. Wenn er kommt, der gleich bitten, haben wir Handflächen nach innen, Handflächen nach vorne diagonal. Handflächen nach innen, Handflächen nach vorne diagonal. Handflächen nach innen und Handflächen nach vorne diagonal. Handflächen nach innen, Handflächen nach vorne diagonal. Nach innen, nach vorne diagonal. Nach innen, nach vorne diagonal. Nach innen, nach vorne diagonal. Klar? Probiert es. Der Angreifer trainiert seine Angriffstechniken vernünftig und ich kann meine Abwehrtechniken vernünftig trainieren. Wir korrigieren die Distanz, bis wir wirklich bis zur Nasenspitze kommen und wir merken, ich muss schon eine ganz schöne Intensität in meine Abwehrtechnik bringen, damit ich die Technik wirklich ableiten oder aufhalten kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Das ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, sondern auch der Kraft. Also ein V-Stoß, der ernsthaft geschlagen wird, und man kommt hier in der Technik wirklich abzuleiten, dass ich gerade an meinem Ohr vorbeipfeift oder so, da gehört schon ganz schön was dazu. Und ihr merkt auch dabei, wenn er wirklich intensiv kommt, ja, es ist sehr schwierig, wenn die Technik von hier unten kommt. Aber sehr leicht oder viel leichter, wenn die Technik von hier kommt. Ist ja klar, weil der Weg einfach kürzer ist. Also, das Normalste von der Welt ist, wenn ich eine Situation als bedrohlich empfinde, ist, dass ich die Arme hochnehme. Einfach weil die Wege dann kürzer werden. Und ohne dass das jetzt eine auffällige Kampfstellung sein muss, behalte ich die Grundprinzipien bei. Also, ich folge einem, wenn er weiter von mir weg ist, und wenn er dann reinkommt, ich ihn abwehren kann, heißt das, ich verkürze. Auch das ist ja eine Deckungshaltung. Dann verkürze ich, um dann in meine Folgetechniken reinzukommen. Also, wenn er rausgeht, rein, wenn er reinkommt. Gut, also klicken wir uns ein bisschen ein. Und zwar erstmal hier Low Kicks. Gehen aber lang, wenn wir merken, wir sind warm, gehen wir hoch, der macht die Decken zu, ja. Hier zu den Halbkreisfußstößen, gehen wir ruhig ein bisschen rein. Hier. Der kann auch aufmachen, wenn er meint, ihr müsst seinen Latismus ein bisschen belasten lassen. Dann gehen wir mal ein bisschen rein. Okay, schön. Ungefähr einschätzen können, in welcher Höhe kann ich die verwenden, realistischerweise auch wenn ich nicht ganz warm bin. Ja? Jetzt nehmen wir mal den Halbkreisfußstoß, das ist eine super Technik, und arbeiten entweder euch, also in dem Fall hier Führung ins Bein oder hinten das Bein. Ich möchte, dass ihr einfach in der normalen Bewegungslehre dran arbeitet und dann einfach mal guckt, okay, hier als Einzeltechnik kommt das Ding rein. Kriege ich den irgendwo hin, ja? Ist das eine Geschwindigkeit, die vermuten lässt, dass ich damit auch den anderen treffen werde, ohne dass der ohne weiteres die Möglichkeit hat, ganz leicht auszuweichen. Richtig ausgeführt ist der, wenn ihr das in der Höhe, wo ihr klickt, schafft, wirklich von außen zu kommen. Das heißt, hier in der Höhe parallel zum Boden arbeiten zu können. Ich will jetzt hier keine Aufwärtsbewegung sehen, sondern ich möchte, dass ihr in der Höhe parallel zum Boden arbeitet. Wenn das im Moment noch nur unten ist, dann ist das also. Man geht halt im Moment noch nicht mehr. Und ihr braucht jetzt auch nicht Anfänger, ihr braucht nicht total fest zuzutreten oder so, das steigert man so mit der Zeit. Also ihr möchtet, dass ihr rausfindet, wo ihr parallel zum Boden treten könnt. So, bei den Fortgeschrittenen möchte ich, dass ihr bei einem gleich großen Gegner das schafft, hier wirklich nach oben zu kommen. Das auch mal ausprobiert. Also schaffe ich das, hier den Kopf zu erwischen. Das ist so die Höhe, wo ich sage, nach einer gewissen Zeit Dehnung und so, selbst wenn man nicht extrem beweglich ist, das kann klappen. Macht in der Regel keinen Sinn zu konzentrieren bei Leuten, die noch viel größer sind, selbst wenn ich es von der Beweglichkeit her schaffe, weil meine eigene Position so schwach wird, dass ich unheimlich leicht ausgehoben werden kann. Also der Versuch hier, bei einem ungefähr gleich großen Gegner hier zum Kopf zu kriegen. Also, wenn ich den Arm kriege, dann ist es möglich, hier zum Beispiel mit dem Armbeuge reinzugehen. Wenn einer hart und schnell angreift, wird das nicht immer klappen. Und ich möchte, dass er auch so arbeitet,
das jetzt mal ausprobiert. Allerdings gehe ich in die Technik rein. Ich meine, hier Handbewegung nach vorne diagonal und gehe in seine Rückzugbewegung rein. Intensität halten und von vorhin probieren, klappt das oder nicht. Klappt das oder nicht? Los. Gehe hier rein. Arm kontrolliert und der Ellenbogen von hier ist eigentlich an meiner Brust oder an meinem Bauch. Das ist die Bewegung. So, was schwierig ist für Sie nach hinten, da kannst du mitgehen, und nach vorne, da wird Widerstand kommen. Was nicht so gut geht, ist Widerstand zu leisten, wenn ich über die Seite gehe. Das mache ich hier. Das ist ein Grundelement, was bei uns sehr häufig vorkommt. Hier über Ihre Knieseite, da ist man nicht stabil. Das nutze ich. Aber bei Techniken wie der Gyakuzuki, wo der darauf ausgelegt ist, viel Kraft zu übertragen, wo derjenige mit vollem Körper reingeht, in der Technik, ja, da ist es schon besser, das Ding auch tatsächlich zu kriegen. Genauso natürlich bei allen Griffansätzen, ja, wo ich hier eine relativ langsame Bewegung habe zum Reingehen, aber er mit hoher Intensität reingeht, funktioniert das super. Das ist eine ganz gute Abwandlung vom Udegarami vom Armbeugehebel. So, die zweite Technik, die wir vorhin ja schon hatten, war der Halbkreis-Fußstoß. Ja, Halbkreis-Fußstoß. Nice one. Erste Sache, nicht voll getroffen werden. Bums, dann kriegt er mich. Hier kriegt er mich nicht mehr voll. Das nehme ich an, feder es ab und nehme hier. Ein Beugehebel, eng das Knie rein, belasten. Träger lassen uns wieder drücken. Ja, zurückspielen hier, rausgehen, durch voll rückwärts. Macht die Bewegung hier am Anfang mal langsam, damit der überhaupt oder die überhaupt weiß, was kommt, weil die Hüfte sehr beansprucht. Hier rein und das Prinzip in die Kniekehle reinziehen, heißt immer, mein Knie geht nach außen. Okay? Hier zum Beispiel und dann hier raus. Bis wir wollen. Und los.